Punk ist ja wohl das ausgelutschteste, das nichtssagendste, das am falschesten verwendetste, das bedeutungsloseste, das missverständlichste, das meistverkaufteste und das modischste Wort auf der ganzen Welt. Ja, soll halt jeder sagen, wie er will. Ist ja mir egal, mich persönlich nervt das schon so an, dieses Wort. Ich spür's nicht mehr, ich fang nichts an damit. Und das Komischste ist ja für mich, wenn sie das selbst das Punk beschreibt. Oder die Musik, die er macht, das Punk beschreibt. Spür ich nicht. Und dieses Wort, das Wort Punk, das kriegst du nicht mehr weg. Ich hab mir letztens angeschaut auf Google Ngram, das ist ein Online-Tool, da kannst du dir die Worthäufigkeit anschauen. Alle Bücher, die auf Google Books katalogisiert sind, kannst du da analysieren. Und da siehst du nämlich die Worthäufigkeit in Relation zu den insgesamt produzierten Texten. Und da siehst du, ja, in den 70ern natürlich hat man das Wort Punk öfters verwendet, ja klar, aber es ist mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Warum? Ich mein, entschuldige, und am Ende siehst du, dass es ein bisschen runtergeht. Es geht ein bisschen in die Zukunft, diese Statistik, das ist der Zeitpunkt jetzt gerade, wo ich das Video mache. Ach Gott, ich hab heuer, es ist so peinlich, ich hab vom Dreivierteljahr eine Dame kennengelernt, die mich echt gut versteht und wo ich mir anfangs schon gedacht habe, dass sie schon gut passen wird zu mir. Und ich hab dann, weil ich halt offen sein wollte und halt einfach sagen wollte, wie ich bin und so, in einem schwachen Moment habe ich dann zu ihr gesagt, hey, ich bin wahrscheinlich der größte Punk, den du jemals kennengelernt hast. So peinlich, das ist mir so unangenehm und es ist so sinnlos und missverständlich. Und ich habe aber dann, Gott sei Dank vielleicht, oder weiß ich nicht, im nächsten Atemzug sofort gesagt, dass ich eigentlich ein Buddhist bin. Da siehst du nämlich dann einmal, wie viel das ich mir wirklich überlege, wenn ich mich selber beschreiben will. So peinlich, echt. So unangenehm, so peinlich. Echt, oder? Ja, ich finde halt einfach für mich in meinem Leben diesen rebellischen Zugang zum Leben, diesen nonkonformistischen Zugang, diesen kritischen Zugang zum Leben, ich finde es gut. Ich finde es auch wichtig. Was soll ich sagen? Ich finde halt diesen allgemeinen Konsens der guten westlichen Werte nicht sonderlich gut. Nein, ganz im Gegenteil. Ich sehe es halt so, dass man sich da in diesem System, das von Reich, Mächtig und Medien gesteuert wird, sehr, sehr leicht in ein Hamsterradl verrennt. Wo du glaubst, dass du dich mit den wichtigen Themen beschäftigst und dass du immer das Beste willst für die Welt und für alle Menschen. Und wenn du ein bisschen hinter die Kulissen schaust, dann siehst du nämlich, dass du eigentlich verantwortlich bist für sehr viel Leid, für sehr viel Schmerz und für sehr viel schlechte Dinge auf der Welt. Natürlich ist es leicht, für mich, das muss ich zugeben, diese Dinge abzulehnen, weil ich ja immer alles gehabt habe. Ich bin halt aufgewachsen in der kompletten Geborgenheit und mit einer Zukunftsperspektive und ich habe ein Haus gehabt und Autos. Und natürlich, wenn du Dinge hast, wenn du Dinge kennst und dann die Schattenseiten davon dir schon lange überlegt hast, ist es natürlich leichter, was abzulehnen, als wenn dir das nicht in die Wiege gelegt worden ist, oder? Ich muss es schon zugeben, jo, ich habe mich nicht sonderlich viel mit Buddhismus beschäftigt, aber die Dinge, die ich gelesen habe, finde ich sehr, sehr spannend. Und je mehr Gedanken ich mir darüber mache, umso kranker finde ich diesen westlichen Zugang zum Leben und zum Tod. Je mehr Gedanken, dass ich mir mache, umso mehr sehe ich, es geht nur darum, wie kann ich meine nächste Miete zahlen und warum freue ich mich drauf, morgen aufzustehen. Jetzt und der nächste Moment, das ist wichtig, alles andere ist völlig scheißegal. Und diese hirnrissige Angst vom Tod und das Leben ist ja eigentlich nur dazu da, reicher zu werden, mehr und mehr zu besitzen und mehr Macht über mehr Menschen zu haben. Nein, da bin ich einfach nicht dabei, das verstehe ich nicht und das will ich nicht. Wieso zum Teufel rede ich jetzt über Buddhismus? Es geht um Punk. Um Punk! Ich finde es halt wirklich so schade, dass das Wort einfach nur mehr ein Modewort ist und ein Werbewort. Wenn du irgendwas beschreiben willst und das ist weder interessant noch gut, dann sagst du halt Punk dazu, oder was? Das ist doch sinnlos. Das zieht doch das Wort nur in den Dreck.
Was soll ich sagen? Mir taugt ja Punk, wenn es echt ist. Vor allem so musikmäßig. Also wenn wir jetzt über Punkrock reden, natürlich taugen mir die Sex Pistols, natürlich taugen mir Dead Kennedys. Ja, Entschuldigung, wo sind wir denn? Es ist halt leider das meiste, was ich selber als Punk bezeichnet, spiele ich überhaupt gar nicht. Und was ich aber noch viel öfters nicht spiele, das ist diese Punk-Ideologie. Das sind diese zwei Extreme, die ich überhaupt nicht kapiere. Du hast auf der einen Seite den Punk, der sich immer systemgetreu verhält, der immer den gut behüteten Weg geht. Er hat eine Eigentumswohnung und zum Frühstück schaut er sich die Aktienkurse an und er hat vor allem die Hosen voll. Und damit er sich dann ein bisschen wild und aufregend und rebellisch fühlt, muss er dann jeden Polizisten, den er auf der Straße sieht, großräumig ausweichen, obwohl er überhaupt nichts da hat. Und dann hast du natürlich die andere Seite, ne? Die Superpunks, die es ein bisschen zu ernst nehmen, nämlich mit ihrer blinden Scheiß-drauf-Mentalität. Punk hört sie nämlich Duden auf. Punk hört sie nämlich meiner Meinung nach Duden auf, wo sie die Menschen übersehen in dem System, das sie bekämpfen. Weil sie sagen, alle Menschen, die arbeiten gehen, um ihre Familie zu ernähren, sind schlechte Menschen, das sind ja nur Systemhandlanger. Das Sozialsystem ausnutzen, obwohl man eigentlich auf das System scheißen will. Solche Punks, die kannst du einrechsen. Solche Punks, die kannst du nämlich original beim Klo abspülen. Ja, das geht sich nicht aus für mich. Für mich hat das mit Punk nichts zu tun. Das ist einfach nur blöd. Das ist feig und das ist asozial. Mir ist es nicht. Das ist nicht Punk. Das ist einfach nur eine bequeme Ausrede, um seine Faulheit und um seine Ignoranz recht zu fertigen. Oder es ist eine willkommene Gelegenheit, um sich ein bisschen besonders zu fühlen, ohne dass man was Besonderes machen muss dafür. Gebiete. Oder sie wollen einfach nur irgendwo dazugehören, weil sie sonst keine Freiheit haben. Ja, da muss man ja ein bisschen tolerant sein. Und was ich ja überhaupt nicht kapiere, das ist, dass sie diesen exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum zur Schau stellen. Schaut's mir an, ich verstümmel mich selber. Ey Mann, Entschuldige, wenn das eine interessante Sache ist über die... Also, Entschuldigung. Oder was ich auch überhaupt nicht verstehe, wenn sie sich selbst oder andere Leute wehtun. Ich bin einmal gewesen im Flug, Goldene Zitronenkonzert. Und wenn man mit einer Freundin tut, dann kommt einer von den Fratzen her und schreit ihr Vollgas ins Ohr. Der hat wochenlang Ohrenschmerzen gehabt. Wieso? Für was? Das soll Punk sein? Ich find's halt einfach, sie kennt mich unglaublich zu aufregen, weil ich stehe auf Punk, ich stehe auf Punkrock und ich stehe auf die Punk-Ideologie. Und jetzt hat man einfach dieses Wort in die Belanglosigkeit geschickt. Ja, gratuliere, Dankeschön. Ich denke mir halt echt oft, wir Menschen sind einfach zu blöd für Ideologien. Wir können nicht umgehen damit. Wir stellen uns hin, halten unsere Ideologien hoch, zeigen der ganzen Welt, wie gut das wir sind und leben tun wir komplett daneben. Und was ich halt so musikideologisch überhaupt nicht kapiere, das ist, wenn sie ihre technische Unfähigkeit als was Besonderes verkaufen wollen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und nur weil du nicht spielen kannst und Punk sagst dazu, soll das was Gutes sein? Nein, du musst dich irgendwie berühren. Ne? Und ich stehe ja wirklich auf die einfachsten Sachen. Ich mag minimalistische Sachen, ich mag dreckige Sachen, ich mag auch zwei Akkorde-Lied mit einem Text, der nie sagt, was vielleicht zwei halberte Gedanken gibt, die ich wirklich spannend finde. So was kann mich berühren. Ja? Aber nur weil du nicht spielen kannst, ist das nichts Besonderes für mich. Tut mir leid. Es muss mich halt berühren. Es muss halt grooven oder es muss einen geilen Sound haben oder ich muss irgendwas haben. Nur weil es ein Scheiß ist es auch nicht gut. Tja, was willst du machen? Das Wort Punk verändert sich halt einfach. Und leider in eine Richtung, die mir überhaupt nicht schmeckt und die ich überhaupt nicht verstehe. Ist ja egal, ich habe ja
eigentlich nur einen Grund gesucht, wieder mal ein Video zu machen. Viert euch. Ciao.